hocke ich gerade. Also. Ja, ich muss jetzt den Tisch noch fixen, Mann! Ja, Scheiße, ich bin schon gestresst. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch zu einem neuen Video. Heute gibt es kein Kochvideo. Heute gibt es ein Plastikschrott-Spielzeugvideo. Ich habe nämlich auf TikTok und glaube auch auf YouTube mal so ein hure schräges Spielzeug gesehen, das leuchtet und dampft und tut und so weiter und so fort. Dann bin ich irgendwann mal irgendwie zu Lissach in so einem Spielzeugladen, warum auch immer. Und er hat es einfach eine ganze Wand mit dem Spielzeug gehabt. Und leider in diesem Kurzschluss in meinem Hirn gefunden, ich muss das haben. Und jetzt habe ich es gekauft. Und ja, ich habe sie am Boden. Tada! Darf ich vorstellen? Plastikkacke aus China. Vielleicht. Und ja, ich habe gefunden, jetzt habe ich es gekauft, dummerweise, weil ich habe keinen Stand dabei hatte dann bei diesem besagten Tag und habe gesagt, nein, Denise, du kaufst das nicht. Und dann kann es einfach passieren, dass ich einfach so einen Bruch kaufe. Und wir jetzt das ausprobieren. Also es geht bei dem darum, es ist so ein Zaubertopf und man kann dann so, es gibt eine Anleitung und dann tun wir ein Brüstchen rauszaubern. Ich bin fucking 34. Okay. Und jetzt müssen wir das mal von allem befreien. So. Also ich muss sagen, es ist wirklich sehr schön eingepackt. Und es hat hier so ein Glitzerding und das hat mich einfach angezogen, wie so eine Motte. Oh. So, wie bringt. Also jetzt gibt es schon mal die ersten Aufreger. Ich darf nicht so. Das ist ein Zauberstecken. Freu dich einfach nicht zu hart, du bist 34. So. Oh, ja, ja. Unlock. Oh, jetzt, ja, schon gleich. So, weg. Gut. Und dann haben wir hier noch den Plastikscheiß rein. So. Ich hoffe, die Kamera checkt, wie sie es auf scharf stellen soll. Und diese. Ups. Oh, ich bin so dumm, ich hatte eigentlich so Sorge gehabt, ich wollte das dann weiter verschenken und man kann das anscheinend mehrere Mal machen. Und dann hat sicher so wie ein Schlottergottenkind Freude an dem absoluten. Hallo! Hab Sorge, Denise. Was sind das für Halbkleber? Hey, wirklich. Und das ist vergaufen. Nein. So. Voilà. Da hat schon viele Sachen drin. Also, hier haben wir mal so eine Zauberflasche. Achtung, Stop, Important Information for Parents, Supervisors, please turn over. Wenn das Magic Mix Plüschtier enthüllt wird, entsteht Nebeleffekt, der unter Umständen einen schwachen Geruch aufweist. Wir können Ihnen versichern, dass das Produkt ausgiebig getestet mit Gesundheit, ja, schon wunderbar. Also, oh nein! Ich sehe das USB-Kabel. Oh nein, muss ich jetzt die Scheiße noch irgendwie laden oder so? Ich muss sicher noch irgendeinen Bullshit machen. So, dann haben wir hier. So. Hier nochmal so ein Plastikfläschchen mit einer Flüssigkeit drin. So, und hier haben wir wieder irgendwie Bonus-Mystery. Ah, das ist eine Bonus-Nachfüllflasche mit Nebel. Also das tue ich mal daher, dann kann man das auch wieder zweimal machen. So, und ich... Oh. Also, das ist ein bisschen doof, okay. Also, ich mache jetzt ein Real-Video über das hure Plastikspielzeug, das haben die anderen nämlich nicht gemacht. So. Dann hat mir so eine Zauberschatulle, die gefällt mir noch. Die könnte man für Make-up brauchen. So, da haben wir noch einmal irgendeinen
Müll. So, und hier haben wir jetzt so verschiedene. So ein Federli, ein Ständchen, irgendwie schon irgendein Gedöns, ein Pulver und noch irgendwie auch ein Zauberspruch oder so. Ja, man sieht es. Also hier ist es eine Flasche. Und hier hat man den ganzen Schrott, den man dann auch in den Topf hineinschießt. Und jetzt zeige ich euch den Real Shit. Wenn ihr das kauft, ihr bekommt, dann tut es nicht mit euren Gofen auf, weil das Plüschtier ist hier im Fall einfach schon drin. Und man muss es zuerst preparen. Also einfach, dass ihr es wisst. Also tut das einfach also wenn ihr Kinder überraschen wollt, dann tut es wirklich einfach vorbereiten. Einfach, dass ihr wisst, wenn ihr das nicht wirklich kaufen wollt, weil ich bin überzeugt, dass es hunderte von Gofen gibt, die das ums Verrecken haben wollen. Weil der coole super YouTuber das mega geil gezeigt hat und am Schluss, naja. Hier haben wir noch keine Ahnung, was das soll sein, ein Schlüssel. Und mir macht das verdammte USB-Kabel Angst, kann ich sagen. Und hier, Anleitung, also gut, das sind noch andere Sprachen. Magic, also ab 5 plus. Oh, scheiss mich schon jetzt an. Kessel Schlafmodus. Ja, also, sorry, ich muss jetzt sagen, heute ein bisschen lesen. Erschaffungsmodus oder Zaubermodus, kein Nebel. Okay. Jetzt ihr irgendwo. Ja, wo ist denn das? Also irgendwas sollte ich irgendetwas umstellen können. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Cool. Also, Kessel leeren. Bevor du erneut mit einem Kessel spielst, ich möchte gerne einfach, wie fängt man an mit diesem Ding? Also, vor dem ersten Benutzen muss der Kessel aufgeladen werden. Auf der Seite Kessel aufladen in dieser Gebrauchsanweisung 60 bis fucking 90 Minuten. Wir sehen uns in 60 bis 90 Minuten wieder, weisst du das? Weihnachten. Schon der grösste Abfuck. Okay, gut, also wir gehen jetzt aufladen bis nachher. So, jetzt geil Top, eine Stunde lang aufgeladen. Also meine Motivation hat ein bisschen gefunden. Ich habe einfach ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo man das Ding anlädt. Das steht nie in der Anleitung. Und darum fange ich jetzt einfach an und gieße das Wasser einfach hier rein. Und hoffe, dass es etwas passiert. Jetzt hier das Ding mit Wasser füllen. Okay, es tönt. Und jetzt? Ich muss jetzt mit dem Stab da drauf hauen. Okay. Also ist jetzt einfach Wasser drin. Verleih deinem Mixi seine Stimme. Also ich tue jetzt, das tut jetzt die ganze Zeit so, jetzt muss ich, das ist jetzt das 1, jetzt muss ich das 2 drin tun. Das ist jetzt irgendein Pulver. Oh. Und jetzt blubbert es da innen. Das ist auch irgendwie so ein Brausenpulver. So. Warte, ich will jetzt umrühren. Gut. Das nächste ist, füge Glitzer für Mixis funkelnde Augen zu. Hallo, warte jetzt, chill's mal, ich bin nicht so schnell. Hey, wirklich, ich bin von einem verdammten Plastiktopf gestresst. So, jetzt habe ich hier so einen Stern, das ist irgendwie so pulverpresstes Zeug, das tue ich jetzt da rein. Und jetzt muss ich da mit meinem geilen Zauberstab rühren. Und es schaumt wieder rühren. Hallo. Mach es auch richtig. Ja, also muss ich tun. Und jetzt kommt das nächste, das 4. Was ist das 4? Verleih deinem Mixi seine Flügel. Also, jetzt muss ich da.
Ich glaube, ich mache das nicht richtig. Halt. Schnell, komm. Das ist jetzt eine Feder in ein Papier, das auch dann schmilzt. Okay. So, jetzt muss ich einfach... So. Also man muss so lange rühren, bis es klopft. Was mache ich mit meinem Leben noch? Jetzt hat es wieder gedingselt. Und jetzt haben wir das 5. Was ist echt das? Färbe deine Mixe. Also, jetzt tun wir da rosa-rote Farbe drin. Bringen es nicht raus. Ich bringe es raus. Voilà. Jetzt müssen wir da wieder rühren. Jetzt verfärbt sich das Wasser rosarot. Oh shit, ich habe gesaut. Es stinkt ein bisschen. Also, auch für kleinere Kinder ist es auch nichts, weil die saufen doch das plötzlich oder fressen es. So. Ein bisschen rühren. Hey, nein. Ich bin 34, hocke von einem Zaubertopf. Also, jetzt tut es wieder. Jetzt haben wir hier die 6. Und das ist, fügen den Zauberkristall hinzu. Zauberkristall. Okay. Ich hoffe, ich habe es vom Time richtig gemacht. So. Und die 7. Oh nein, die 7. Jetzt muss ich diesem Viech noch einen Namen geben. Name? Doris. So, und dann schießen wir das auch noch rein. Und warten. Und das ist jetzt alles, was ich muss drin schießen. Oder? Und jetzt? Wann muss ich denn jetzt den Zauberspruch sagen? Hallo, Zauberspruch. Ich wollte eigentlich einen Zauberspruch sagen. Oh. Jetzt muss ich glauben. Nimm den Zauberstab aus dem Kessel und sprich die magischen Worte. Die magischen Worte: 1 Liter Amarone für mich allein. Hex, Hex! Jetzt tönt's. Es raucht nicht. Oh oh. Meine Katze. Chillt. Okay. Okay. Also wir geben es zu, der Raucheffekt ist geil. Was passiert jetzt? Ich habe Angst, dass das Ding in die Luft geht. Aber der Raucheffekt ist schon geil. Was passiert jetzt? Hallo? Wer stinkt? Der Rauch stinkt. Ist das echt giftig? Der sieht ja gar nicht mehr. Hallo? Du kannst mal hören. Es stinkt jetzt in der ganzen Wohnung nach dieser Scheiße. Entschuldigung! Oh, sorry. Ich habe meine Katze verklüpft. Okay, warte. Ich muss noch kurz zeigen, wie das jetzt zu innen aussieht. Jetzt ist hier so ein Schrottviech drin. Ui, was sogar sich bewegt. Okay. Ich nehme es jetzt raus. Hey, nein, was mache ich mit meinem Leben? So, muss ich das Ding rausbringen? Halt die Schnurren, Mann! Bring das hier raus! Oh, ey. Machst du das Uiuiui. Machst du das kaputt? Schnauz! Ah, warte, ich muss es irgendwie drehen. Irgendwo ist das sich noch... Okay. Nein, schau, es zittert. So. Und jetzt, kann ich mit dem Ding machen? Das ist jetzt Doris. Ciao, Doris! Du, das...
Okay, also kannst du jetzt anscheinend noch irgendwie mit diesem Zauberstab da hier irgendetwas machen und so. Aber ganz ehrlich, Freunde, ich habe keinen Bock mehr. Ortis, kleines... Nein, ich kann das Ding abstellen, bitte. On, off. Schnauze, wunderbar. Wunderbar. Also mein Fazit. Mein Fazit. Freunde, ihr habt es gesehen. Das war jetzt mal ein Reels-Video über diesen Topf. Also wenn euer kleiner Tobias oder Sandrina zu euch kommt und sagt, schau mal, der coole YouTuber, das ein cooles Bildzeug hat. Glaubt es nicht. Glaubt es nicht, weil es braucht sehr viel Vorbereitung. Es ist verdammt nochmal sehr teuer. Es kostet fast 90 Steine. Aber es ist... Also, nein, ich wollte jetzt gar nicht hure haten, aber ihr seht, das ist... Ihr habt es ja gesehen. Also es ist einfach mehr, es ist wirklich, man muss sich wirklich darauf vorbereiten, wenn man das ein bisschen lustig machen will. So. Aber ich will nicht nur negativ aus diesem Video gehen. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, in welchem Fall ist jetzt das Gadget noch so lustig. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Erstklässler Geburtstagsparty mit den Kollegen macht, unter dem Motto Hexen, Feen, bla bla bla, könnte man das hure lustig inszenieren und dann das als Party-Gag mal abspielen. Aber ja, ist es einem 90 Steine wert, das zu machen? Ich bin halt einfach so, ich kann ja nicht Nein sagen. Und du bist natürlich dann schon der geile Sieg, wo dann die Kinder erzählen, hey, weisst du, mich noch zaubert und so. Weil, wenn du es gut inszenierst, kannst du sie schon verarschen mit dem Ding. Ich will jetzt nicht nur negativ raus. Aber, ihr habt es gesehen, es ist absolut maximal mühsam, bis die Scheisse mal läuft. Man muss aufladen. Es ist wirklich einfach teuer. Und der Scheiß ist in Anführungszeichen, oder jetzt, das habe ich jetzt alles verbraucht hier. Und es ist einfach einiges vorhanden. Und dann ist es nicht mehr vorhanden. Es gibt einen Refiller hier innen, wo du noch einmal kannst, den Nebeleffekt erzeugen kannst. Und du kannst das alles nachher bestellen. Gescheite Sachen, oder? Was ich jetzt einfach machen würde, weil du kannst das immer wieder machen, halt einfach ohne Nebel. Was ich jetzt würde machen, ich würde mir irgendwelche Fläschchen kaufen und dann eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene irgendwie Badesalz oder Badebrause, das gibt es ja alles in Mülldrogerie und so. Würde ich jetzt einfach das so kaufen und dann kann man das so nachher spielen, oder? Also eben, Kinder haben genug Fantasie für das, ich würde jetzt das nicht noch einmal kaufen. Das ist ja eh nur einfach Wasserfarbe und fertig. Also da könnt ihr kreativ sein, also man kann es wirklich immer wieder verwenden, man kann sicher, man kann eben auch zum Beispiel die Schatulle mit irgendetwas füllen und dann kann man die zaubern. Also das ist so ein Dreielement drin und so. Ja, man kann es gut schnurren, aber im Großen und Ganzen ist es eine ziemlich grosse Scheisse, sind wir ehrlich. Aber ja, ich habe mich auch fast nicht genervt, wirklich nicht. Ich habe eine Stunde lang von meinem Leben verloren, nein, ich habe mir noch ein anderes Zeug gemacht. So, also, ich würde jetzt sagen, ich räume hier auf. Oh, jetzt muss ich die Scheisse noch, weißt du, kannst nicht, muss ich den putzen, das scheisst mich schon noch, mache ich natürlich nicht, ich verschenke den Topf weiter, viel Spass an den, der es bekommt. Und ja, ich verabschiede mich, ich hoffe, euch hat das magic geile Video gefallen und wir sehen uns gleich wieder. Und falls euch das Video gefallen, gebt mir einen Daumen hoch. Falls ihr auch irgendwo ein YouTube-Video seht mit einem Spielzeug, sonst mit einem Bastelkasten, egal was, schickt mir das Zeug auf Instagram und vielleicht werde ich es kaufen und für dich testen. Weil hier ist der real Shit unterwegs und nicht die hure verschönte Kacke, die auf YouTube sonst noch läuft. Hier ist wirklich von Anfang an bis Schluss und die haben ein richtig gutes Fazit und ihr wisst, auf was das ihr euch einlädt. So. Es ist eben geil, wenn man nicht sponsorten Content macht. Da kann man richtig rausholen. Und wenn die mir jetzt das Ding geschickt hätten und ich so über den sauren Plastikschrottteil würde schnurren, dann würde sie mir das Video striken, das kann ich nicht unterschreiben. Aber so gut, ich würde nicht mit mir zusammen arbeiten, weil ich einfach so ein kleiner geiler YouTuber bin. Voilà, ich halte jetzt meine Fresse. Tschüss!